Ja. Ja. Witcher ist gerade zugegangen. Moment, ich mach's wieder auf. Ja, Witcher ist gerade abgebrochen. What the fuck? Ich gehe mal wieder rein. Warum hat... Warum? Okay. Gleich los. Müssen gleich wieder Bild kommen. Ja, da, Bild. Ich frag mich aber nur gerade, warum? Vorfahren. Warum ist es da abgestürzt? Fragen über Fragen. Das hat mich doch nur hier abgestützt. Ja, okay, egal. Ladebild. Geht's gleich weiter. Bitte. Witcher Lower Hand. Lower Hand. Jo. Hoffen wir, dass es jetzt besser funktioniert wie vorher. Ja, komm schon. Hallo. Ja. Da sind wir wieder hier. Oh, Ton. Okay, aber ist der Ton jetzt richtig? Ja, okay. Ah, er hat hier zum letzten Mal gespeichert. Okay. Charakter. Hä. So, Alchemie. Nein. Hier. Öle. Ne, Öle. Ich glaube, das ist eine Homini-Bestie. So. Mach mal. So, und das hier weg. Das da weg. Das stinkt vielleicht. Das da weg. Da muss man das noch alles normal machen. Eieiei. Und jetzt kommt der Typ normalerweise. Ja. Ich hab auf dich gewartet. Okay, weg. Alter. Ups. Okay, diesmal habe ich es nicht gebraucht. Gut so. Jetzt müssen wir das alles nochmal. Ich überspringe das aber dann. Aber der ist der richtige Weg. Ich gehe mal hier hin. Hier geht's auch hin, oder? Hier gibt's ja noch andere Sachen. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Aha. Gut, dass es abgestürzt ist. Interessant. So. Aufnehmen. Ritterschuhe. Hier Ruth Ritter. Okay. Wie ist das Schwert gerade so? Schwert. Okay, Level 8. 41. Oh, nice Schwert. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht, Herr Specht. Und jetzt kommen wir auch hin. Okay. Überspringen. Und man. Komm schon. Überspringen. Der ist. Wohin? Die Hand. Überspringen. Überspringen. Du könntest. Respekt, genau. Äh, Ja, du, wenn ich mich. Doch. Es ist kompliziert. Wie funktioniert das? Ihr müsst können. So ist. ja, komm schon. Absurd, stell her. Richtig. Da wären Blenderdrüsen. Ah, jetzt. Ohne dass es abgestellt ist. Gott sei Dank.
Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Alraunenschnäpschen? Trinken wir. Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen Alraunenschnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Du stehst vor mir. Was ist das mit Office? Ich habe jede Menge. Das ist Absicht. Was soll ich stehen? Jeder hat Geheimnisse. Das meine ich auch. Außerdem glaube ich, dass es klug ist, hin und wieder sein Herz auszuschütten. Bei Leuten, denen man vertraut. Ist das deine verschrobene Art, mein Vertrauen zu testen? Ich frage gern indirekt. Das ist ein Intelligenztest. Du hast ihn bestanden. Vielleicht solltest du anfangen. Was hast du für Geheimnisse? Schließlich führen Vampire doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Weißt du was, reden wir später. Du hast etwas Bestimmtes. Also gut. Du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt. Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Ich will jemand hier was anderes. Gute Frage, wenn ich erst sterben will. Nee, ich will das ganze Leben normal leben. Weißt du, Brigiss, ich weiß nicht, ob ich zu was anderem tauge. Hast du es je versucht? Ich sehe, so leicht werde ich dich nicht los. Du willst eigentlich wissen, ob ich gerne Hexer bin. Und du fragst wie üblich nicht direkt. Ich bin gern auf der Jagd, lese Spuren, finde Hinweise. Und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden. Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Okay, dann warten wir noch ein bisschen. Nee, ich würde aber auch im Leben alles wieder gleich machen, wie ich gemacht habe. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Und? Was gibt es? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. War klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Wie war es mit einem Fluch? Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr.
Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Ja. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet und das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Okay, auf zum Wicht. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Okay. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absud. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut, viel Glück. Dir auch, mein Freund. Okay. Okay. Hallo. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg zu dem Wicht. Komm jetzt. Ob sie empfehlen, informiere dich über dem du wo ist der Wicht denn? Ja, da, Fleckenwicht. Also Öl, Negroponöl, Ringlichzeichen, Herzzeichen, Okay. Dann laufen wir mal dahin, ne? Ja, die Hauptmission ist immer so spannend, dann hat man nicht viel Lust, die Nebenquests zu machen. Jo. Okay. Ich wär lieber der Hammer als der Nagel. Genau. Los, lauf! Los, lauf, Plätze! Ja. Dann laufen wir noch ein paar Meter. Und dann gucken wir. Ich probiere aber den nicht umzubringen, weil ja, ich bin netter. Verbände! Verbände! Was ist hier los? Gucken wir mal, was mal hier los ist. Verbände! Wo habe ich bloß mein Verbandzeug gelassen? Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet. Mhm. Hat seinen letzten Atemzug getan. Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter. Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht.
Das stimmt doch irgendwas nicht. Du hilfst einem Fremden bewusstlos. Ne? Wie selbstlos von dir, anzuhalten und einem Fremden zu helfen. Findest du? Ich dachte zuerst, er wollte mich überfallen. Fast hätte ich die Peitsche geschwungen. Aber Leute in Not lässt man nicht einfach im Stich. Das ist unanständig. Guter Junge. Anständig genug für viele, glaub mir. Wasch dir gründlich die Hände und verbrenn dein Hemd, bevor du weiterziehst. Am besten reibst du dich auch noch mit Thymian ein, sonst zieht der Blutgeruch noch Gule an. Wer genau bist du? Ein Hexer. Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Das will ich herausfinden. Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch, aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief, mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue, vielleicht die eines Wyverns. Schwer zu sagen. Seltsame Brustpanzerung. Zerbeult und mit Patina. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Jetzt muss ich rausfinden, woher er gekommen ist. Vermutlich aus dem Haus da, aber ich muss sicher gehen. Ich habe zu tun, also bis dann. Okay, dann machen wir das mal. Warte! Ich komme mit! Nein. Das ist nicht dein Ernst? Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schon. Okay. Aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. Okay, Knödel essen. So, ja, ich muss mal noch Knödel essen. Aber was ich meditiere mal eine Stunde oder so. Dann habe ich mein Leben sowieso voll. So, da gehen wir. Aha. Hier sind die Blutspuren. Okay, hier ist was. Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, wollte er über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Das Tor ist von innen verschlossen, aber jemand hat sich daran zu schaffen gemacht. Jemand wollte raus. Schon der Gedanke lässt mich frösteln. Ja, das wollte ich machen. Warum ging das nicht direkt? Untersuche das Grundstück, das Anwesen mit einer Hexen sind. Ach du Scheiße, die sitzt ja. Oh. Verdammt. Gute Götter. Dienerin, erstochen. Ein gutes Dutzend Stichwunden, manche postmortem zugefügt. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Tafel Silber, Elfengravur. Okay. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Okay. Also das ist schon komisch hier, oder? Zerfetzte Kehle, muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein. Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert, eindeutig ein Werk der Ensele. Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sagt nicht Menschen. Ja. Da ist noch was. Da ist noch einer. Mehrere Verwundungen. Da ist auch noch Alles was. Stichwunden. Was mag sie verursacht haben? Das Opfer ist ein Mensch, trägt aber Elfenkleidung. Bist du sicher? Woher soll er die haben? In Toussaint gibt es doch kaum Anderlinge.